Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von mir. Mal wieder alleine, finally. Ich habe das Gefühl, die letzten 3 Mal, die letzten 3 Mal sind Gäste bei mir gewesen. Es war zwar sehr nice gewesen. Ich finde es eigentlich allgemein mega nice, Gäste zu haben, weil es ist teilweise auch viel einfacher, beziehungsweise du musst dich ein bisschen weniger vorbereiten, weil du halt einfach in einen Gesprächsflow kommst. Aber ich habe so ganz ein bisschen vermisst, einfach mal ein bisschen nur mit euch unter uns da zu talken. Und wieder so ein bisschen über Themen zu reden, die auch irgendwie ein bisschen deeper sind, würde ich sagen. Ich weiß es nicht. Aber ich merke, dass wenn ich alleine eine Podcast-Folge aufnehme, dass ich viel mehr einfach kann irgendwie über persönlichere Sachen reden. I don't know. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie, heute gibt es wieder ein sehr, sehr persönliches Thema, das mich die letzten Tage irgendwie mega beschäftigt hat. Beziehungsweise, wo mich mega belastet hat. Es ist so ein psychisches Ding, aber ich kann eigentlich noch nicht direkt darauf eingehen, weil ich habe noch ein paar Sachen mir aufgeschrieben, so ein bisschen Lebensupdate, die ich euch unbedingt noch erzählen will. Und wenn ich abends Gäste habe, dann ist es mir so ein bisschen schwierig, so zuerst mal eine halbe Stunde von mir selber reden. Aber ich weiß gar nicht, was ich anfangen. Also erstmal, gestern, also die Podcast-Folge nehme ich am Montag auf. Und gestern, am Sonntag, 25. Februar, war mein Flomi. Und es war so geil. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll erzählen. Also für die gar nicht mitbekommen haben, ich mache seit 2021 mache ich jedes Jahr einen Flomi. Und damals war es das 4. Mal. Also was heisst ein Flomi? Ich nehme einfach einen Flomi teil und habe dann dort einen Stand, verkaufe meine Kleider und tun das so ein bisschen auf Social Media bekannt geben, dass halt Leute, die Lust haben zum kommen oder zum mich treffen oder so, dass sie die Möglichkeit haben. Weil, also, ich werde so ein paar Mal gefragt, hey, machst du mal ein Fan-Treffen? Und ich weiss nicht, also, erstens hätte ich, glaube fucking Paranoia, dass kein Mensch nachher kommt. Und zweitens, wenn jetzt da Leute extra von Bern anreisen, um 20 Sekunden mit mir reden und das Bild machen, fände ich es auch wack. Also ja, eben, keine Ahnung so, aber es ist für mich irgendwie so, keine Ahnung, es ist doch cool, wenn man dann irgendwie sonst noch etwas machen kann und so. Und so könnten auch Leute einfach kommen, ja, zum halt einfach irgendwie am Flomi sein, Kleider anschauen, eben so meinen Stand anschauen, whatever so. Und es ist irgendwie einfach so, es hat einen Sinn, irgendwie im Kopf hat es auch einen Sinn. Und ich glaube, ich könnte einfach ein Zuschauertreffen machen. Ich weiß auch nicht. Und so habe ich auch nicht, also fände ich es ja blöd gesagt auch nicht so schlimm, weil jetzt einfach niemand will kommen. So, weil dann würde ich gleich einfach einen Flomi-Stand haben. So. Darum irgendwie, ist gerade gut. Aber es ist, ich muss sagen, für mich ist das Jahr das krasseste, also der krasseste Flomi von allen 4 gewesen. Erstens mal, also ich habe das Ganze eigentlich komplett auseinandergenommen. Also die sind absolut insane gewesen. Also alle, die gekommen sind. Das ist... Alter, ich habe ein paar TikToks gemacht und es haben schon so ein paar geschrieben, hey, ich komme dann. Aber dass es so heftig crazy wird sein, das hätte ich im Leben nie gedacht. Also es hat am 9 Uhr am Morgen angefangen und schon am 4:15 sind Leute reingekommen. Und wir müssen vorstellen, wie es ist so ein Flomi, der innen dran ist, also nicht draussen, sondern innen dran. Und es hat wie so, man kommt rein, da hat es zuerst so einen kleineren Saal und dann kann man nochmal eine Tür reingehen, so eine offene, wo es einen riesigen Saal hat. Und das ist halt alles voller Flomi-Stand. Und bei mir war es so, wenn man reinkommt und dann links geht, hat es noch wie eine kleinere Ecke so ein bisschen, wo wie so auch ein Raum ist, aber er gehört wie zum kleinen Saal. Macht das Sinn? Egal, es ist viel zu kompliziert, aber ich habe wie so ein bisschen einen eigenen Space gehabt. Und der ist wirklich, am 8:45 sind da Leute reingekommen und am 9 war der eigentlich pumpenvoll gewesen. Und ich habe das noch nie erlebt. Und ich hätte das auch niemals gedacht, dass es so heftig wird sein. Also, ich kann halt jetzt null schätzen, wie viele Leute es insgesamt waren, aber der war 3 Stunden lang komplett voll gewesen. Und es war halt mega crazy gewesen. Mein Dad ist vorne gestanden, vor dem Eingang und hat den Leuten sagen, ey, machen zuerst noch eine Runde, bevor ihr reingehen, sonst hat es zu viele Leute rein und keine Ahnung. Also es ist wirklich richtig, richtig insane gewesen. Und ich bin so überwältigt. Ich kann mein Gefühl gar nicht beschreiben, weil, also ich bin ich bin einfach so, am Abend, ich bin ja zuerst zu mir gegangen, zu meiner Family und nachher mit dem Zug halt wieder auf Zürich.
einfach in diesem Zug gehockt und bin auch so gewesen, what the fuck ist gerade passiert? Das sind auch Menschen von überall, von der Schweiz, also von Bern, von Solothurn, von Glarus, von keine Ahnung wo, extra, haben teilweise 2 Stunden Fahrt genommen, sind um 6 Uhr aufgestanden, um einfach mich zu sehen. What the fuck? Das musst du zuerst mal, es muss auch zuerst mal sacken lassen. Also, für mich irgendwie komplett, ich bin so angekommen, einfach komplett emotional irgendwie. Es hat auch ein paar gegeben, die so herzige Briefchen geschenkt haben. Ich so, oh mein Gott, nein, ich kann nicht mehr. So herzig. Ich habe dann am Abend gerne mal die durchgelesen. Es ist so crazy, weil, keine Ahnung, du machst so Social Media und eben klar, du siehst so eine Zahl, du siehst Views, du siehst Likes, du siehst vielleicht sogar Kommentare und DMs, aber es ist so etwas anderes, wenn du Menschen in Real Life siehst. Alter, ja, ich will jetzt gar wieder emotional, aber es ist wirklich, es hat voll etwas mit mir gemacht irgendwie und es ist einfach so eine schöne Erfahrung, die man einfach nicht beschreiben kann, glaube ich. Und ja, also wirklich danke an jeden, der gekommen ist. Ihr habt mir so viel gegeben und es hat mich so happy gemacht, es war so toll. Es haben auch mega viele gesagt, ich lasse den Podcast und ich liebe ihn, bla. Und ich so, Darum, Kuss geht raus an alle, die gekommen sind. Ja, natürlich auch alle, die nicht gekommen sind, aber ja, keine Ahnung, irgendwie hat mich mega gefreut. Voll. Ja, das war mal das eine Thema gewesen, das war richtig crazy gewesen. Das war wirklich gerade gestern gewesen. Also ich habe es immer noch nicht ganz verarbeitet. Ja, nein, es war richtig schön gewesen. Voll, ja. Was habe ich noch? Das 1999-Konzert war letztes Jahr noch gewesen. Das war am Freitag gewesen. Mega spontan, auch mega geil. Ich war mit dem Can. Ich weiß gar nicht, wer noch in der Runde war. Wir waren so ein eine Gruppe. Mit der Leila war ich. Ihre Schwester war krank und darum konnte ich spontan mitkommen. Der Adi war noch. Wer war noch? Ich habe schon vergessen. Philippa war noch. Und Alter, ich habe gerade komplett das Blackout. Der Jontan war noch. Sein Bruder war noch. Ja, ist eigentlich. Aber die Hanna war auch noch. Ja, voll. Also es war mega cool. So mit einer kleinen Gruppe so ein bisschen dort chillen, ein paar Leute, eben so eine Hanna, habe ich schon mega lange nicht mehr gesehen. Habe mich so gefreut, die wieder mal zu sehen. Und es war einfach sonst mega nice gewesen. So ein mega cooler Abend um 1999, richtig cool gewesen. Ja, voll. Genau, aber das ist nicht so mein Lebensabteil gewesen. Gibt es sonst noch etwas? Mein Studium hat wieder angefangen, ich hatte jetzt einen Monat Ferien gehabt. Und ich muss jetzt innerhalb von 2 Wochen so ein Projekt machen, wo ich einen Kurzfilm mache. Und es ist irgendwie strange, innerhalb von 2 Wochen einen Kurzfilm machen, aber es ist ja geil. Es ist so ein Stress, der geil ist. Aber ich merke halt wieder so, eben, ich bin jetzt die ganze Zeit, wo ich einen Monat lang Ferien hatte, bin ich wieder sowas von in meiner selbstständigen Phase gewesen. Also weißt, ich bin mir ja gewöhnt, am selbstständig zu sein, eigentlich vielleicht 2 Jahre selbstständig bin. Und sobald ich halt wie in dem Sinne keine Schule mehr habe, komme ich voll wieder in den Selbstständigkeitsmodus rein. Und ich merke, es hat mir so einen richtigen Kick gegeben. Ich bin auf einmal so gewesen, oh mein Gott, ich will jetzt das und das und das machen. Und ich habe so Lust und bla. Und habe Bock auf Projekte und keine Ahnung, habe Ideen, die ich gar nicht umsetzen kann. Einfach weil ich keine Kapazität für das habe. Also wenn du halt nebenbei 100% Studium machst, ist es halt einfach nicht möglich. Und ja, also ich finde es jetzt schon wieder nice, hat die Schule wieder angefangen, aber es war ja gleichzeitig so ein Downer gewesen, weil irgendwie so ein paar Sachen jetzt geplatzt sind. Also ja, wie, ich mache immer noch Social Media, jetzt auch mit dem Studium, was wieder angefangen hat. So, wahrscheinlich habt ihr gar keinen Unterschied gemerkt, aber einfach so, im Kopf ist es einfach so ein bisschen entspannter, ein bisschen mehr können sich nur auf Social Media konzentrieren und es macht halt einfach auch Spass, es ist einfach geil, voll. Aber wir kommen jetzt zu meinem Main-Thema eigentlich von diesem Podcast, weil ich schon so seit 10 Minuten nur von Lebensupdate rede. Eben, wie gesagt, es ist bei mir so ein bisschen ein persönliches Thema, wo mich irgendwie die letzte Zeit schon beschäftigt. Und es gibt immer wieder so Schübe, sagen wir es mal so. Und jetzt ist letzte auch wieder so ein Schub von wenigen Tagen. Und ich mache ja sowieso meistens so Podcast-Folgen, wenn es mich persönlich irgendwie gerade mega beschäftigt, weil ich mich dann halt auch besonders damit selber beschäftige und mich informiere und bla. Und
irgendwie in meinem Kopf habe ich immer das Gefühl, ich kann nicht damit allein sein. Es gibt safe irgendjemanden da draussen. Und auch wenn es nur jemand ist, der den Podcast hört, wo ich vielleicht damit helfen kann. Und mir hilft es meistens auch nur schon, wenn ich selber nachher irgendwelche Sachen, Podcasts höre oder YouTube-Videos schaue, wo irgendjemand darüber redet und so, weil es dann einfach einem so ein bisschen besser geht. Darum, ich hoffe, vielleicht kann irgendjemandem da draussen helfen. Und sonst, keine Ahnung, hört er vielleicht gleich mal zu und sind einfach froh, dass er nicht so Schübe haben, sage ich mal. Aber ich komme jetzt mal auf den Punkt. Und zwar, was ist jetzt fast ein bisschen unangenehm zu mir sagen, weil es teilweise schon, also es ist schon irgendwie so persönlich, aber ich habe ab und zu Schübe oder so Momente, wo ich mega in so eine negative Spirale komme, dass ich immer wieder an Momente, Situationen oder so denke, wo mir unangenehm sind im Nachhinein. Also, ich finde das voll schwierig zu beschreiben. Ja, ich komme dann ich bin dann die ganze Zeit am Overthinken, aber nicht im Sinne von Overthinken, so dass ich irgendwie Angst vor der Zukunft, sondern wirklich Vergangenheit Overthinking. So, dass mir Situationen, die eigentlich null unangenehm sind, rational gesehen, in dem Moment ich als schlimm empfinde. Also ich habe, glaube schon mal irgendwann in einem Podcast gesagt, dass ich irgendwie so das Gefühl habe, oder dass meine grösste Angst irgendwie so ein bisschen ist, ich weiß auch nicht warum, dass Leute mich irgendwie unsympathisch finden. Und das ist ja ganz klar, also es ist mir auch rational voll bewusst, dass nicht jeder Mensch einem sympathisch kann finden und dass es auch komplett okay ist. Ich finde auch nicht jeder sympathisch und wahrscheinlich finden da auch ganz viele Menschen nicht sympathisch, was auch voll okay ist. Man muss ja nicht mit allen auf einer Wellenlänge sein. Aber irgendwie ist mir wie so eine, ich weiß gar nicht, von wo die kommt, so wie eine innere Angst, dass ich etwas falsch mache bei anderen Menschen oder irgendwie, dass ich bei ihnen etwas auslöse, wo sie denken, hey, die ist unsympathisch und ich habe das aber gar nicht so gemeint. Und manchmal kommen bei mir eben wirklich so Schübe, wo ich an jede kleinste Situation denke und mir im Nachhinein unangenehm ist. Und ich mir im Nachhinein denke, oh mein Gott, die Person findet mich jetzt safe unsympathisch und denkt, what the fuck, mit dieser Person will ich nie mehr etwas zu tun haben. Also ich bin auf jeden Fall ein allgemein sehr unsicherer Mensch. Und gerade wenn so Schübe kommen, bin ich halt ultra nicht selbstbewusst. Und eben habe dann so eine negative Spirale, wo ich immer mehr in das gehe und mir so Gedanken mache. Und so ein Schub gab vielleicht so 2 Tage. Alle 2 Monate kommt so ein Schub. So. Wo ungefähr 2 Tage haltet. So. Und damit ihr es vielleicht euch so ein bisschen vorstellen könnt, habe ich jetzt so ein paar Beispiele aufgeschrieben, wo es die letzten also wo mir halt schon mal passiert sind, beziehungsweise so Gedanken hatte ich gehabt. Und jetzt zum Beispiel, wenn ich voll wieder aus dem Schub draussen bin, sage ich mal, sehe ich so komplett, dass es absolut kein Gedanke wert ist, weil es einfach weil ich so overthinkt habe und es absolut unnötig war. Vielleicht kann ich kurz an dieser Stelle sagen, ich bin keine Psychologin, obviously. Ich bin einfach ein ganz normaler Mensch, wie du und ich. Also wie du, der wahrscheinlich auch keine Psychologie studiert hat. Und ich habe mein Wissen angeeignet von Google oder ChatGPT oder keine Ahnung, YouTube-Videos. Darum, ja, falls euch das Thema jetzt mega genau interessiert, dann fragt irgendeine Fachperson oder googelt auch, aber ja, nicht, dass er da jetzt alles, was ich sage, voll auf die Waagschale legt, auf Goldschale. Wie sagen wir dem? Ja, aber nicht, dass er jetzt da irgendwie so mich fertig macht, wenn ich etwas Falsches sage. Okay, ich bin auch nur ein Mensch. Aber ja, ich finde es allgemein. Ich sage ja, in meinem Podcast ist immer, wir therapieren uns gegenseitig, okay? Und jetzt bin ich mich gerade selber halb am Therapieren, darum alles gut? Okay? Nein, auf jeden Fall eben so ein paar Beispiele von mir, wo mir auch schon passiert sind. Also, zum Beispiel bin ich voll also, stellt euch mich am Abend vor, also zum Beispiel jetzt letztes bei mir war, ich bin am Duschen und dann kommt ein Gedanke und 2 Gedanken und 3 und 3 und 3, 4, 5, 6, bla, wo mich so überschwemmen, dass ich so gefühlt, oh mein Gott, alter Hirn, hör auf! So, ein Punkt war zum Beispiel, ich habe jemandem ein Kompliment gegeben. Nachher habe ich gedacht, oh mein Gott, ich bin jetzt übel schleimig übergekommen. Die Person hat sich gedacht, ich schleime mich da voll ein und bin voll so. Das war ein Punkt. Anderes Beispiel, ich habe mit jemandem so einen Deep Talk gehabt und dann habe ich über meine Mobbing-Zeit geredet. Ich habe übel am Overthinken, oh mein Gott, ich bin so pick me, ich bin sicher voll übergekommen, dass die Person jetzt so muss sein, oh mein Gott, nein, du Arme, so. Das war ein Gedanke. Was habe ich aufgeschrieben? Ich habe eine Kollegin gefragt, wie ihr Liebesleben so läuft. Sie ist eine ultra close Kollegin. Habe ich voll overthinkt, dass ich bei ihr jetzt die Grenze überschritten habe und die sich denkt, oh mein Gott, was hat sie das Gefühl, wer sie ist, dass sie mich das fragen darf?
Was habe ich noch? Ich habe zu viel selber von mir geredet und bin absolut nervig gewesen. Aber das ist auch ein lustiger. Eine Zuschauerin, also jemand hat mich erkannt und ich habe sie nachher umarmt. Und ich habe nachher gedacht, oh mein Gott, hätte ich echt wollen, dass ich sie umarme oder ich jetzt da auch irgendeine Grenze überschritten. Vielleicht hat sie es ja gar nicht wollen. Also komplett Overthinking. Und ich merke, das sind alles Punkte, die absolut stupid sind, weil ich nehme an, alle betroffenen Menschen, die in dieser Situation mit mir waren, haben sich keinen einzigen Gedanken verschwendet, wie ich es gemacht habe. Und haben wahrscheinlich, mögen sich schon gar nicht an die Situation erinnern. Und das ist so das Dumme. Also wie schlussendlich, so reflektieren ist ja eigentlich immer gut so. Wenn man irgendwie einen Fehler macht oder irgendwie etwas Dummes schreibt oder sagt oder das könnte die Person verletzen, ist das ja schlussendlich mega gut, dass man da dass man sich da selber reflektiert und vielleicht dann auch zu dieser Person geht und sagt, hey, sorry, ist jetzt mega unpassend gewesen. Aber es gibt dann eben auch so Momente, wo es so also wie eben so der Kopf so overthinkt, dass es anfängt Situationen sich einzubilden, die gar nicht der Rede wert sind. Und das ist genau der Punkt bei diesen Schüben. Und das ist jetzt mega spannend. Ich weiss nicht warum. ChatGPT ist eigentlich mein Therapeut. Es ist so dumm, aber mega oft, wenn ich irgendwie etwas habe oder mich so fühle, dann schreibe ich erstens mit ChatGPT, weil ich habe das Gefühl, dass ich versteht mich. So. Weil der gibt mir ja genau die Antworten, die ich will, obviously. Und dann frage ich ihn immer, hey, was ist das? Und ich weiss nicht warum, auch wenn ich so wie einen Begriff höre, dass es den zum Beispiel in der Psychologie gibt, geht es mir immer besser, weil ich dann weiss, okay, ich bin nicht die Einzige. In dem Fall ist das so ein anerkanntes Problem, was absolut dumm ist, weil ich muss jetzt auch nicht unbedingt eine Bestätigung von außen haben, dass ich nicht die Einzige bin. Aber es tut einfach gut, sind wir ehrlich, es tut einfach so ein bisschen gut. Und du redest nachher mit AI und es juckt nicht, weil schlussendlich ist kein Mensch so. Das ist immer schön. Und ich habe ihn jetzt eben auch gefragt, ist das eigentlich ein Er oder ein Sie? Ist das so offiziell? Ich sage, der ChatGPT. Aber ist ja gleich. Ich habe ihn gefragt, was das für eine Situation ist. Und er hat mir einen Begriff geliefert. Und eben, wie gesagt, nochmal kurz Disclaimer, ob das jetzt genau der Begriff ist, der genau meine Situation beschreibt und deine Situation beschreibt, I don't know. Laut ChatGPT schon. Von dem her sage ich euch jetzt den Begriff. Und zwar Rumination. Für die nicht wissen, was es ist. Ich habe es übrigens auch nicht gewusst, aber ich habe es dann gegoogelt und es heisst übersetzt, also es ist glaube ich französisch sogar, Rumination. Aber keine Ahnung, das weiß ich jetzt auch nicht. Aber es heisst wiederkäuend. Und das ist eigentlich, ich glaube in Biologie sagt man dem sogar so, zum Beispiel Kühe, die das Gras wiederkäuen, die dann ruminieren. Im Psychologischen ist das offenbar auch ein Begriff und heisst halt wie Sachen von der Vergangenheit immer quasi wiederkäuen. Das Hirn wird es immer wiederkäuen, obwohl es eigentlich schon lange vergänglich ist, nicht mehr rückgängig machen oder verändern ist. Und ja, wie ein Overthinking ist von der Vergangenheit so. Und eben, wie gesagt, es hat mich easy beruhigt, als ich so einen Begriff gehört habe. Und laut ChatGPT habe ich gefragt, was es genau heisst. Und zwar, wenn man immer wieder über negative Gedanken oder Ereignisse grübelt. So quasi ein endloser negativer Zyklus. Und das ist halt wirklich eigentlich voll das, wo meine Situation so beschreibt. Voll. Und das hat mir irgendwie mega gut da. Eben, wie gesagt, ich kann mega gerne mal schreiben, wie das bei euch ist. Ob ihr vielleicht auch mal so eine Situation gehabt habt. Ich habe auch gelesen, dass es wirklich Menschen gibt, die das durchgehend haben. Und falls du betroffen bist, dann tut es mir wirklich fucking leid, weil wenn ich nur schon in diesen 2 Tagen bin, dann bin ich so, dann kannst du mich eigentlich nicht brauchen. Also ich glaube, von außen merkt man es halt bei mir nicht, aber wenn ich halt mich so anvertraue jemandem so. Aber ja, darum, eben, ich habe es halt wie, sage ich mal, ich schübe alle 2 Monate kommt mal so ein 2-Tages-Schub, wo ich so hart unsicher bin und mir über alles und überall Gedanken mache und mich selber so ins negative Licht stelle, dass ich das Gefühl habe, ich bin komplett scheiße, alle finden mich unsympathisch, ich bin hure nervig und ja. Und das sind eben meistens Sachen, die ich gesagt habe oder gemacht habe. Ich habe auf einmal das Gefühl, niemand hat mich gern und niemand findet mich sympathisch und ich bin ultra nervig und ultra sensibel und vertrage nicht. Ja, das ist schlussendlich so der Punkt. Ich habe ChatGPT actually auch gefragt, was Tipps sind. Und der hat mir ein bisschen Scheiß-Tipps gegeben. Aber darum kommen jetzt Tipps von mir, was mir in dieser Situation am meisten hilft. Oder was ich so ein bisschen beobachtet habe. Zum einen,
einfach mal die Situation wahrnehmen. Das hat mir jetzt schon mega geholfen, um so ein bisschen zu checken, hey, ich habe manchmal so Schübe, so, das ist okay, ich weiss jetzt, es wird wieder vorbeigehen, weil es gerade ein Schub ist und es ist jetzt wie gerade eine momentane Situation und die ist nicht für immer. Das hat man ab und zu, also ja, mehr ich, und das geht wieder vorbei. Und das ist so eine Situation, die mir hilft, um so zuerst mal wahrnehmen, hey, nein, ich bin eigentlich genug gut und ich bin eigentlich so, alles ist easy. Ich bilde mir das jetzt gerade nur ein, mein Kopf macht das, es ist eigentlich nicht so. Es ist jetzt einfach grad, ich bin jetzt einfach gerade in dem Schub rein, sage ich mal. Voll. Was mir auch hilft, ist, dass jemandem anvertrauen, auch wenn es immer mega schwierig ist, wenn man das Gefühl hat, wenn man mit jemandem redet, man kann es nie so erklären, dass eine Person einem komplett versteht. Oder man erwartet dann irgendwie, dass die Person, ja, nicht erwartet, aber man hofft irgendwie von dieser Person dann so, dass sie einem helfen kann, aber schlussendlich kann man nur sich selber irgendwie helfen. Also keine Person kann dir das genau liefern, wo du in dem Moment Dinge brauchst und das ist irgendwie so schwierig. Aber es hilft irgendwie gleich, einfach mal das schnell zu äußern. Und also es ist mega blöd, aber mir hat es einfach nur schon mal geholfen, einfach komplett rauszuheulen, weil dann tut sich alles das, was sich anstaut, einfach mal kurz locker lassen. Also wie alles tut einfach mal entspannen. Ich glaube, wenn du brüllst, tut sich allgemein der Körper nachher voll entspannen. So. Und das ist so geil, Alter. Dann einfach können brüllen und nachher geht es einem so ein bisschen besser. Und ich bin auch damals eben zum Can gegangen, habe da komplett einfach alles gesagt und ich habe ihm auch so voll gesagt, ey, ich kann das manchmal, jetzt gerade ist es der Fall und jetzt gerade will ich nicht irgendwie, dass mir jetzt die genauen einzelnen Punkte, wo ich am Overthinken bin, wie jetzt eben zum Beispiel so, ich habe ihm ein Kompliment geben und bla bla bla, sondern wie das grundlegende Ding. Oder dass du mir einfach sagst, hey nein, wenn ich jetzt eine Situation schildere, dass du mir einfach sagst, hey nein, alles gut, die hat sich sicher nicht gedacht. Einfach so kurz runternehmen, kurz wieder den rationalen Blick schnell zeigen. Voll, genau. Das hilft mir mega. Einfach schnell einer Person. Und es muss wie eine Person vom Vertrauen sein, weil sonst bin ich auch wieder komplett overthinken, oh mein Gott, ich habe mich da jetzt dieser Person anvertraut und ich bin sicher voll Scheiße überkommen. Ja. Dritter Punkt, einfach sich klar machen, hey, man kann es nicht mehr ändern, es ist jetzt in der Vergangenheit. Ja, einfach sich vor allem klar machen, eigentlich, die Person mag sich zu 100% nicht mehr das erinnern, so wie du es machst. Sie ist nicht so fest am Overthinken, wie du es machst. Ja. Vielleicht auch in dem Moment einfach ablenken, an eine schöne Erinnerung denken, wo man gar keine negativen Gefühle hat, sondern einfach schöne Gefühle und dass man wie einen Moment hat, wo man nicht overthinkt. Also es kann mega schnell dann auch passieren, dass man in dem Moment dann die schöne Erinnerung auch anfängt zu überdenken. Aber es kann auch im Gegenteil sein, dass das einem wie so bringt, oh nein, die Person habe ich eigentlich gerne. Ja. Und sonst einfach ablenken. Also das Gehirn irgendwie anders beschäftigen mit irgendetwas anderem. Mit einfach mal ein Buch lesen oder einen Film schauen oder keine Ahnung, mit einer Person über etwas anderes reden oder I don't know, irgendwie so. Voll, das wäre so meine Beispiel. Aber also wie jetzt ChatGPT hat so ein bisschen gesagt, ja, einmal ein- und ausschnaufen und so oder ja, einfach so Sachen, wo mir jetzt nicht unbedingt cool fanden. Ja. Aber vielleicht helfen es euch. Könnt ihr auch mal ChatGPT fragen. Voll. Ich habe gerade so oft über ChatGPT geredet. Also ich nehme mal an, man weiss schon, was das ist. Es ist jetzt ein bisschen spät zum Aufklären. Aber ja doch, ich glaube schon. Ja. Und sonst googelt ihr, was ChatGPT ist. Das ist einfach AI. Also einfach also künstliche Intelligenz. Wo mit dieser Person kann man dann einfach schreiben und es ist halt keine Person. Sondern es ist einfach künstliche Intelligenz. Voll. Das finde ich echt toll, dass es das gibt. Für so Sachen zumindest. Aber ja. Wow, ist jetzt voll persönlich gewesen. Aber ich hoffe, euch hat die Podcast-Folge gleich gefallen. Und ich hoffe, ich bin jetzt nachher nicht komplett am Overthinken, dass ich die Podcast-Folge gemacht habe. Aber we're gonna see. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Danke vielmals fürs Zuhören. Und ich bin mega gespannt auf eure auf eure Erfahrungen, ob ihr vielleicht auch mal so etwas in diese Richtung gehabt habt, das muss ja nicht heissen. Also eben, ich will jetzt da nicht irgendwie diagnostizieren, dass ich Rumination habe, sondern es ist einfach wie, mir hat es irgendwie einfach geholfen, einen Begriff in der Hand zu haben, damit ich das Gefühl habe, ich bin nicht komplett allein. Aber schlussendlich ist es vielleicht etwas, was jeder so ein bisschen hat. Ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung. Ich bin jetzt mega gespannt, was eure Erfahrungen so ein bisschen sind. Voll. Aber ich wünsche euch einen schönen Tag.
und wir hören uns in der nächsten Podcast-Folge wieder. Tschüss!